Irgendwann kommen wir an diese Stelle hier, schauen raus auf den wundervollen Garten. Und er meint, 2 Jahre ist es ganz sicher noch frei hier. Sie haben zwar kein fließend Wasser und keine Heizung, aber probieren Sie es aus, was Sie hier draus machen können. Und dann stand ich da daneben, habe mal versucht, die Schnappatmung zu unterdrücken. Meinte, ja, okay. Und so kamen wir zu diesem riesen Kloster, was eigentlich perfekt marode für unsere Zwecke ist. Wir haben jetzt bald ein großes Fest. Da wird hier jetzt gerade schon ordentlich in der guten Stube vorbereitet dafür. Und da hoffen wir natürlich, dass ganz viele Leute kommen. Wir waren im Luitpoldpark und die Steffi hatte da so ein komisches Gestell gebaut. So super toll, dass sogar die Leute vorbeikommen sind und haben das fotografiert, weil denen aufgefallen ist, wie toll das gebaut ist. Das hat sie ganz alleine gemacht. Ich wollte was gegen Einsamkeit machen und da kam es eben dazu, dass ich dann ein Konzept geschrieben habe. Das war ein Riesenkonzept für ein Ladenlokal und da wir kein Geld hatten, habe ich erst mal so angefangen und gesagt, Mensch, machen wir das Ganze im Park und habe daraufhin dieses Ding gebaut. Das ist im Prinzip ein Fahrradanhänger, sodass es bei mir im Haus in den Fahrstuhl reinpasst. Ja, mit dem Wagen waren wir einmal in der Woche im Park hier, im Petuelring. Haben eben die Leute darauf auf das Thema Einsamkeit aufmerksam gemacht. Sie zu Kaffee und Kuchen oder beziehungsweise Hefezopf war es da meistens, mit Marmelade eingeladen und haben einen netten Nachmittag dort verbracht. Wer hier kurz schaut, da gibt es Papier, Briefumschläge, konnte man Karten basteln und eben alles Mögliche an kreativen kleinen Sachen ausprobieren. Oder oben ist der Dachgarten mit Kräutern. Mein Ziel war, Menschen zu verbinden. Ja, im Prinzip mit diesem ganzen Einsamkeitsthema auch Leute neu ins Gespräch zu bringen. Und wenn dann die gute Stube größer wird und wir uns eventuell irgendwann mal ein Ladenlokal leisten können oder einen festen Standort, eben den Leuten einen aktiven Alltag zu geben, sich einfach wieder zu treffen in der Gemeinschaft. Ich lebe schon längere Jahre in einem großen, ich sag mal, legebatterieartigen Hochhaus mit ganz vielen Nachbarn und es ist ja recht anonym, kann man sagen. Da habe ich in den letzten 20 Jahren schon einiges gesehen, wenn die Leute in Rente gehen oder auch wenn Schicksalsschlag kommt, wie schnell die abbauen teilweise. Und irgendwann kam so die Idee, Mensch, irgendwann bist es vielleicht du. Das Problem, was sich dann sowieso ergeben hat durch die Jahreszeiten, war, dass mir das Stüberl einfach im Winter vorm Fernseher rumgestanden hätte. Und das wollte ich natürlich nicht. Deswegen habe ich angefangen, einen Raum zu suchen oder beziehungsweise einen Lagerraum, wo ich einfach auch das Stüberl über den Winter unterstellen kann. Nachbarn sind dann auf mich zugekommen, haben gemeint, Mensch, du, hast du schon mitbekommen, hier neben eurem Standort mit dem Stüberl, da ist dieses alte Kloster wieder leer, die Schule ist draußen. Und so habe ich dann ziemlich viel Zeit hier an diesem alten Kloster rumgelungert mit meinem Konzept und habe gewartet, bis ich da einen Verwalter oder jemanden treffe, mit dem ich sprechen kann und eben fragen kann, ob ich das Stüberl über den Winter hier unterstellen darf. Ein paar Tage später habe ich den Verwalter dann getroffen und dann hat es gemeint, er schaut sich das gerne mal an. War ziemlich aufregend die Zeit und irgendwann treffe ich ihn wieder. Ich glaube, das sind 2, 3 Wochen vergangen und er meinte dann, ja, er hat sich das Konzept durchgelesen, gefällt ihm ganz gut. Ich soll doch mal mit reinkommen. Waren wir drin, zeigte mir ein paar Räume und irgendwann kommen wir an diese Stelle hier mit der Tür, schauen raus auf den wundervollen Garten und er meint, ja, wissen Sie was, Frau Leitz, 2 Jahre ist es ganz sicher noch frei hier. Machen Sie doch was draus. Sie haben zwar kein fließend Wasser und keine Heizung, aber probieren Sie es aus, was Sie hier draus machen können. Und dann stand ich da daneben, habe mal versucht, die Schnappatmung zu unterdrücken. Meinte, ja, okay, ich schau mal. Und so kamen wir zu diesem riesen Kloster, was eigentlich perfekt marode für unsere Zwecke ist, weil man findet an jeder Stelle irgendwas zu tun, ob man handwerklich begabt ist, ob man ein Händchen für einen Garten hat, ob man basteln möchte. Es gibt viel zu tun. Dann haben wir uns dieses ganze Gebäude rundherum angeschaut. Das war ja uferlos, einfach toll. Alle Räume ausgebaut, teilweise hergerichtet. Und wir waren ganz begeistert. Also nach der Schule war hier erstmal gar nichts mehr im Gebäude, weil die hatten dummerweise über den Winter vergessen zu heizen. Und dann sind alle Heizungsrohre und alle Wasserleitungen geplatzt. Deswegen ist es zum Lost Place verkommen und stand auch eine Zeit lang leer, bevor wir es dann bekommen haben. Jetzt sind wir hier gerade in einer guten Stube selbst, also dem Hauptort. Und wir sind alle kräftig am Wuseln, Schnibbeln und Vorbereiten.
Herr Markus, für was sind die Limetten gedacht? Rotkohl-Möhrensalat. Das wird die Grundmasse für unser Schokoladeis, für unser Fest am Samstag. Es ist doch schön, wenn es hier alles so läuft, alles so wuselt und da kann man doch bloß happy drüber sein. Ich sage ja immer, wir sind eine Mischung aus Sitcom und Hobbythek und das trifft es eigentlich ziemlich genau. Das wird das Dach für unsere Wassertrockenschleuder. Das ist jetzt hier praktisch der Plan, wie das soll. Das sind jetzt hier die beiden Leisten. Dann müssen wir noch hier die Stangen praktisch entsprechend absägen, dass man den Stoff dann hier einfädeln kann. Da waren die Mädels in der Nähstube die Stoffschichten dazu. Hallo! Das ist hier jetzt unsere Nähstube, die im Aufbau sich noch befindet. Es wird schon fleißig gearbeitet und Stoffe sind schon sortiert. Kannst du mir das mal kurz machen? Ja. Das hier wird das Dach für die Wasserschleuder. Wenn dann alles so kommt, wie es soll. Man da ein bisschen was an Schatten noch hat. Ob das alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle, sehen wir, wenn es dann hängt. Das hier waren früher, ich glaube, 3 oder 4 von diesen Nonnenzimmern. Zwischendurch war es ein Klassenzimmer, da haben sie die Wände rausgerissen. Und jetzt ist es unsere Bastelstube, die ziemlich chaotisch ausschaut, weil wie immer niemand wirklich aufräumt oder die Projekte einfach ein bisschen länger dauern. Und hier ist viel bunt. Ich glaube, hier sind sogar Perlensachen drin zum Basteln. Alles Mögliche da. Ja, die Idee, dass man verschiedene Themenstuben an die gute Stube angliedern oder eingliedern muss, hatte ich eigentlich schon ganz am Anfang, weil ja, ich habe ganz, ganz viele Hobbys und auch der Gedanke, dass wenn man in einer Großstadt wohnt und der Wohnraum immer teurer wird, da fällt dann das Zimmer fürs Schlagzeug oder für die Modelleisenbahn einfach irgendwann mal weg, weil man sie sich nicht mehr leisten kann und somit eben auch was einen am Leben hält, nämlich die schönen Hobbys. Das meiste ist eigentlich gespendet oder aus irgendwelchen Beständen von unseren Stüblern, die hier vorbeikommen. Und ja, die schmeißen uns die Räume schon voll, keine Sorge. Dann kommt man mit in unsere Schreibstube. Im Gegensatz zur Bastelstube sollte man hier nicht mit Sprühlack oder Sprühkleber hantieren, sondern einfach mit ganz viel Papier und Folien und Briefumschlägen. Dafür ist dieser Raum hier da. Dann geht's weiter, da kommen wir direkt in die Sportstube. Und ja klar, hier kann man Aggressionen abbauen. Außerdem findet man hier an der Wand sowas wie unsere Ahnengalerie, die schönsten Bilder aus den ersten Jahren. Das ist eine Zwischennutzung, wir haben zwar einen unbefristeten Vertrag, aber klar, wenn sich hier irgendwas tut auf dem Grundstück, dass da der Entwickler doch seine Hochhäuser durchbekommt, dann müssen wir natürlich weichen, das wäre natürlich irre schade. Ja, wir hatten ja die Zusage für mindestens 2 Jahre und inzwischen sind wir im 5. oder gar 6. Jahr schon. Und es ist natürlich bombastisch. Der Grund ist, dass irgendwelche Nachbarn noch auf dem Grundstück mitmischen und dadurch kriegt man schwer die Baugenehmigung und das freut uns natürlich umso mehr, wenn hier nichts weiter passiert. Einsamkeit ist ja heutzutage wirklich ein großes gesellschaftliches Problem und es gibt immer noch diese Scham, dass man irgendwie was falsch gemacht hat im Leben, wenn man einsam ist oder dass man keine Freunde gefunden hat oder dass man einfach irgendwie ein Depp ist, sage ich jetzt mal ganz doof. Und da trauen sich viele Leute, das noch nicht zu formulieren. Dabei ist Einsamkeit, das haben jetzt inzwischen auch ein paar Studien bewiesen, wirklich gefährlich, weil man bleibt zu Hause, man igelt sich ein. Das möchte ich so nicht akzeptieren, deswegen ist es Zeit, da was dagegen zu tun. Wir sehen Folgen von Einsamkeit auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ganz grundsätzlich kann man mal sagen, auf körperlicher Ebene, aber auch auf psychischer Ebene hat die Einsamkeit Konsequenzen. Bei körperlichen Erkrankungen finden wir ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, Herzinfarkte zum Beispiel, Schlaganfälle, sogar eine erhöhte Todesrate. Und auf psychischer Seite, da haben wir Symptome wie zum Beispiel Depressivität, Ängstlichkeit, Schlafstörungen. Manche leiden auch unter Suizidgedanken tatsächlich in der Einsamkeit. Die gute Stube ist ein ganz tolles Angebot, einfach für Menschen auch und wirklich auch was die Einsamkeit lindern kann und adressieren kann, ohne dass es direkt um Einsamkeit gehen muss. Tatsächlich empfehle ich das auch immer wieder Betroffenen, die sich einsam fühlen,
dass Sie sich Gleichgesinnte suchen, die ähnliche Interessen und Hobbys haben. Was interessiert Sie denn? Wo könnten Sie Gleichgesinnte treffen, mit denen man auch gleich dann auf einer Wellenlänge ist? Ist es was Handwerkliches, was Kreatives, ein gemeinsames Sportprogramm vielleicht auch? Und das ist wirklich hilfreich für die Einsamkeit. Ich bin zwar nicht einsam, aber ich denke immer dran, wenn ich jetzt einsam wäre und hätte das nicht mehr, dann müsste ich mich glatt auf die Suche machen und was Neues suchen. Warum ich hierher komme, die immer wieder fragt, aber nicht, weil ich einsam bin, sondern weil ich gern arbeite. Und ich bin gern tätig, unterschiedlichste Art, aber am liebsten im Garten. Und am liebsten körperlich. Noch geht's. Also ich bin auch ein bisschen stolz, was wir alles so geschafft haben. Es ist schön, weil da kommen Jung und Alt zusammen und jeder hat irgendwie was zu tun. Richtig begeistert bin ich. Gell? Ich strahle ja. Also unser Verein ist ein Mitmachverein und da finden wir es natürlich toll, wenn jeder versucht, nach seinen Möglichkeiten mit anzupacken. Wenn hier neue Leute herkommen, dann zeigen wir ihnen natürlich alles und viele sind total begeistert von den paradiesischen Zuständen hier im Stubengarten oder auch von unseren Werkstuben und Hobbystuben. Es gibt aber auch welche, die sind mit dem Angebot total überfordert, nehmen schnell wieder Reis aus, weil dann doch nicht so viel ist mit ich möchte mich einbringen und ein bisschen anpacken und ja, einfach was reißen. Ja, unser Fest läuft jetzt. Ich bin ganz zufrieden. Die Gäste kommen nach und nach. Es füllt sich immer mehr und ich denke, wir haben heute eine gute Zeit. Wir haben das Glück, dass wir einige sehr große Institutionen haben, die uns unterstützen, auch immer wieder mit Geld, auf das wir uns verlassen können. Aber natürlich gibt es dann auch immer wieder mal Engpässe. Es dürfte immer mehr sein, weil die ganzen Ideen, die hier umgesetzt werden, kosten einfach auch Geld. Wir sind jetzt schon zum 3., 4. Mal hier. Da halt auch alles eingezäunt ist, kann die Kleine hier gut spielen. Genau. Sie hat hier so viele ältere Freunde schon gefunden und ja, wir sind total happy. Soll die Emmy dich mal schaukeln? Meine Eltern wohnen im Schwabeländle. Deswegen ist es natürlich toll, hier so ein bisschen Ersatzgroßeltern dann auch zu haben. Und deswegen genießen wir die Zeit und Sie vor allem natürlich auch, mit so vielen Generationen dann zusammen aufzuwachsen. Es macht riesen Spaß. Wir haben einmal Waldbeer-Sorbet, Zitronensorbet, Erdbeer-Joghurt, dunkle Schokolade, Mousse-Schokolade und Eierlikör-Eis von unserem selbstgemachten Eierlikör. Sehr gut sind wir das Eis losgeworden. Ja. Auf geht's jetzt zur Wasserpumpenschleuder. Die 2 Längsholme für das Dach, das waren die Leisten, wo wir gebohrt haben. Also da vorne, wo der Stoff eingehängt ist, sind da diese Rohre drin. Dann haben wir die da drüber gespannt. Spaß ist da und das ist wichtig. Ich finde, es ist halt sehr idyllisch. Es ist hier ein wunderschöner Garten und man kann hier so ein bisschen Gemeinschaft erleben. Und ich finde es auch wichtig, dass Alt und Jung sich viel untereinander mischen. Das geht so ein bisschen in unserer Gesellschaft unter. Die gute Stube soll sich schon weiterentwickeln. Wir haben noch ein paar Räume, wo wir wunderbare Hobbystuben etablieren können. Und ansonsten müssen wir mal schauen, ob wir irgendwie in andere Städte kommen. Ja, Einsamkeit gibt es ja überall. Und von daher kann man sich dann schon überlegen, ob man vielleicht noch irgendwie in die nächste Großstadt weiterzieht mit dem gleichen Konzept. Das Ziel ist auf jeden Fall erreicht. Also hier treffen sich jetzt Leute, die vorher nicht in Kontakt waren, führen Gespräche miteinander, unterhalten sich, spielen zusammen, haben Spaß. Ist doch wunderbar. Ja, nach dem Fest ist vor dem Fest. Als nächstes müssen wir mal schauen, was wir im Herbst machen. Wahrscheinlich eine Halloween-Party und dann folgt, oh je, ich möchte gar nicht dran denken, der Weihnachtsmarkt.